das kommt darauf an, was da am Hartbeine ist. Ja. Vandaag zit je met Carney Niefeld. Ich will nicht über seine Lebensgeschichte vertellen, aber er ist ein Geschichtler, schwerwiegend für Mennoniten. Und mir hat vandaag daran, bueno, danke Carney erstmal, dass ich das test. Korte Unterbrechung. Im Jahr 2025 möchte ich entweder jeden ersten und jeden dritten Sonntag Lebensgeschichte mitteilen. Auch sind in diesem Jahr Botschaften von Leo Bigger aus der Schweiz. Jeden zweiten und vierten Sonntag. Dann habe ich auch noch einmal inzwischen das Beispiel von Mexiko und Oase der Seele von Alvin Niefeld. Ich würde jeden vandaag wel een beetje over Gemeindes reden. Dat gibt so viele verschiedene Gemeinden. Alles hat seine Geschichte, wo der angefangen ist, und das wird mir sehr schön gründen mit die darüber zum Peter Schwarze. Ja, das ist gut. Das würde man so sagen, eine Lebensgeschichte von der Gemeinde. Von der Gemeinde, ja. Und ich habe auch vorhin ein Interview gemacht, und weißt du, die älteren Menschen, die sagen dann immer, da wo ich ein bisschen zurückgeriefen, dann vertellen sie noch ein bisschen von dort, was noch fertig ist. Ja, das ist gut. Und das ist mir nur im Moment sehr wichtig. Wie für das nächste Jahr, die 500-Jahr-Feier des Täufertums in dieser Welt. Am 21. Januar 1525 wird die erste Glaubenstaufe. Gut, ich kann vielleicht sagen, das wird dann kriegt in dem Monat nicht gestrahlt. Wir nehmen das Ferien ab, aber ich glaube im Januar wollen wir das nicht strahlen. Das wird charakteristisch sein. Und das ist so ein wichtiges Ereignis gewesen, weil es, wie hier am das ganz kurz sagen, Jesus wird verfolgt. Seine Jünger sind, Bruder Johannes Olawol, den Märtyrertod gestorben, aber dann die ersten paar hundert Jahre Verfolgung. Die christliche Gemeinde wird verfolgt, verbrennt, ausgerottet. Der Kaiser Konstantin der Große, dort wir im Jahr 333 nach Christus sieht, ich habe keine Mittel mehr, diese Christen alle zu töten. Nu wo ich sage, alle moeten Christen zijn, en vandaan onjeftet evens dat Christentum zur Staatsreligion wordt. Alle moesten Christen worden, die hebben dort de Lied massenhaft gedeiht. En vandaan vangt man an, die Kinder zu taufen, en die worden praktisch eine Gemeinde geboren. In diese Gemeinde, die hat sich dann entwickelt, über 1200 Jahre, bei dem 16. Jahrhundert, wo eben die christliche Gemeinde wie eine Volkskirche und endlich auch eine Staatskirche, weil der Staat und die Gemeinde arbeiten ganz top. Kaiser und Staat, Kaiser und Papst haben top gearbeitet. Und dann ist was Wichtiges passiert, und das ist für uns allen sehr wichtig, da hat Johannes Gutenberg die Buchdruckerkunst erfunden, und dann können sie mit einmal Bücher drucken, und wenn Buch druckte sie zuerst die Bibel. Oh. Und als sie die gedruckt haben, die reden dann, das wäre in Latin, die können jetzt ziemlich, die studierte Lied können Latin, die lassen dann in Stalde mit Schreitje Faust, dass dort, was da in der Bibel steht, doch sehr, sehr weit auf von dem, was in der Church evangeliert wurde. Wie weit ihr auch zum Beispiel von Menno Simons, dass der weiß nicht, wo lange Pop wir noch einmal eine Bibel eingecheckt hat. So wie das dann. Dann haftet eben die Reformation gegeben mit Martin Luther. Der hat eine Bibel entdeckt, dort selig wurde und Glaube ist. Nicht aus Gesetzeswerken, nicht aus dem Holen von einer Tradition, sondern wie wir leben an Christus, wie wir uns am Hand. Dort, wo die Bibel sagt, dort ist wichtig, denn er hat eine Bibel, den Glauben entdeckt. Martin Luther wollte dann ganz Deutschland soll eine neue Kirche sein, eine evangelische Kirche. Dort hat er dann auch mit den Fürsten so durchgeführt, hey, betont zwar den Glauben sehr, aber bleibt bei der Volkskirche, die deed wieder die Tschenja, alle wären dann evangelisch, und er macht diese Reformation mit Hilfe vom Staat.
Und dann hatten wir praktisch eine Volkskirche, die mit dem Staat kooperiert hat. In der Schweiz wird ganz ähnlich so. Da war Ulrich Zwingli, der Reformator, der hat dort selbst auch begriffen, dass es um den Glauben, dass es um das neue Leben mit Christus und so wieder. Aber er will die Schweiz reformieren, seine reformierte Church, für die endlich mit Hilfe des Staates durch und das wieder die Kenia. Aber er hat drei junge Männer, dort werden ganz studierte Kirchels, mit denen studierte die Bibel. Und die begreifen, dass mit dem Glauben eine persönliche Entscheidung braucht, dass man sich für Christus entscheiden muss. Wir nennen das Bekehrung. Und dann ab dem Glauben getauft worden. Und dann mögen die einmal mit Luther dort jetzt nicht, mit Zwingli dort wird so nicht worden, dann am 21. Januar. Im Jahr 1525, dann hat in einem Bibelstund einmal der Georg Blaurock, wie einer von den drei, gesagt, Konrad Grebel, teilt mir ab meinen Glauben, ich habe den Glauben an Jesus Christus angenommen. Und dann hat der Georg Blaurock die Taufe bekommen von dem Leiter, dort wird dann der Konrad Grebel. Und dann hat die andere alle gesagt, so, nu deib uns auch noch. Und dann haben sie da, ich glaube, es wären 18 Mann, war die getauft. Aus dem Lied dort hier, da sind erwachsene Menschen. Nochmal gedeibt worden. Dort wir so eine schreckliche Nachricht, dort wir so was Furchtbares. Und dann wären die sich alle einig, das macht Furz und ja, bunge worden, dem hat der Furz eliminiert worden, dem hat wie Furz hier dort Handwort leihen. Aber das Lauffeuer vom Evangelium, von diesem neuen Leben an Christus, von dem Glauben, von den Nachfolge, von der Mission, dort rannt man so los. In der Verfolgung sagt Furz an, Konrad Grebel kam Furz ins Gefängnis, starb dann an der Pest im Gefängnis. Dann Felix Manz wird ertränkt, der Georg Blaurock, der wird mit nacktem Oberkörper aus der Stadt Zürich rausgejagt, weil sie nicht ein Staatsbürger von Zürich war. Der ist nachher wieder nach Osterhahn, wie von Österreich wurde sei, auch verbrannt worden. Michael Sattler hat dann die verfolgte Christen gesammelt und hat sogar ein Glaubensbekenntnis taub geführt mit einer breiter Taubhalie gesehen, dass wir dann in einem kleinen Dorf in der Schweiz, Schleitheim, da haben sie das Glaubensbekenntnis verführt, Schleitheimer Glaubensbekenntnis, wie im Februar war von der 1527, in Mai 1527 wird Michael Sattler dann lebendig verbrannt, seine Frau wird ertränkt. Dort ist der Beginn von unserer Täufergeschichte. Natürlich, wir nennen uns Mennoniten. Menno Simons hat sich dann im Jahr 1536 bekehrt, lässt sich taufen. Er war ja auch ein katholischer Priester gewesen, aber niemals das Wort gelesen, verstanden, gesopen, getrunken, Karte gespielt, und war aber Priester. Und dort nie leben bei ihm, wie so wunderbar schön, der hat evangelisiert und so wieder in Gemeindes geformt, und war schrecklich verfolgt. Ab seinen Kopf wie ein ganz hohes Kopfgeld ausgesagt von Karl V. Wow. Und der hat immer ausklären, wo wir von schon Tag sagen, der Nacht predigt da und tauft da und über Tag verstoppt er sich, wer er was? Nicht zu finden. Nicht zu finden. Und so ist unsere Täufergeschichte entstanden. Eine Geschichte von, was wichtig wie Glaubenstaufe und was sehr wichtig wie Friedfertigkeit. Dort betonte der allem Schleitheimer Glaubensbekenntnis, wir nehmen nicht die Waffe. Und bei Menno Simons wie sehr wichtig, die reine Gemeinde. Er will eine Gemeinde haben ohne Flecken und Runzeln. Und er sagt, nichts liebe ich so sehr wie die Gemeinde. Der hat ja auch diesen schönen Spruch gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dort ist die Entstehung von unserer Gemeinde. In Emma, dann, wenn wir uns an die Bibel holen, in eine Bibel dort lesen, dann da wir recht. So, ja. Und dort ist eben in diese erste Entstehungszeit
1525, bat 1535, 1540, 1550, bat onze Lied flohen naar Presse. En Presse haben wir dann, was heute Polen wird sein, haben wir uns paar hundert Jahre entwickelt. Und da sei es immer ein Problem ist, wenn eine Gemeinde sich inzwischen nicht erneuert, dann sieht das so aus, als wenn die Tradition das Wichtigste wird. Und dort ist eben, dort hängt uns Mennoniten auch immer an. Das ist dort dann geworden. Dort ist dann da geworden, und da ist noch was in Presse geworden, und was von Polen ist. Dat is deze Ort te denken dat we eine kleine Insel sind, dat we Mennoniten wat Besonderes sind. Und dat ist auch so, weil es in Preußen da wie all eine kulturelle und geistliche und sprachliche Insel innerhalb von dort slawischen Volk. Die Nobasch, der redet nicht Deutsch. Der wäre auch nicht mennonitisch. Ja? Dort wäre all slawische Völker, zum Teil Deutsch, aber zum großen Teil auch nicht. Da wohnten eben in ihrer Kolonie und von dort sind wir dann, ja, und dort wäre 1788 nach Russland, dort hat eine Ukraine ausgewandert, die erste Gruppe die Kolonie Chortica, dort wäre eine Nieansiedlung. In der zweiten Gruppe die Kolonie Molotschna, 1804. Und da fängt unsere Russland-Geschichte an. Und dort wir einfach auch das wens, weil unsere Minister in Preußen sollen den Militärdienst tun. Und die wäre hier friedfertig. Mocken nicht den Militärdienst. Und dann hat die deutschen Könige, ja, Friedrich der Große, Friedrich Wilhelm II., der hat dann die Mennoniten hohe Steuern abgelegt. Und weißt du, was sie damit finanzierte? Die Kadettenschule in Kulm. Das heißt, du wirst nicht Militärdienst machen wollen, die kassieren aber von denen Hetzgeld auf, damit sie die Soldaten vernünftig ausbilden. So wird das in Preußen. In Preußen. Und dann eben in Russland. In Russland, als unsere Mennoniten da ankommen, sowohl in Chortica als auch in Molotschna, wie das Christentum doch all sehr traditionell geworden. Sehr traditionell. Das passiert mit allen Gemeinden. Das passiert mit der katholischen Kirche, mit der lutherischen Kirche, mit der reformierten Kirche, mit der anglikanischen Kirche, mit den Baptisten. Aber Kreuzer geht auch mit uns Minister, dort weet je wie zur Genüge, dort wie traditionsbelastend sind. Ja. Und da haftet dann eben in Russland die verschiedenen Gemeindegründungen gegeben. Ja. Und so sind die dann hergekommen? Ja, und so sind die hergekommen. Ich war von der Gemeindegründung ganz kurz sagen. Die erste Erneuerung in Russland war die Gründung der Kleingemeinde, dort war 1812, da war ein Prediger, der hieß Klaas Reimer, der will mal anfangen, dort die Lied frommer sein sollen. Die sollen einfach besser nachfolgen. Ja? Und die gründete eine Gemeinde, die nannte man die Kleingemeinde. Die haben uns noch hier eine halbe Zeit bedartig abgebaut. Ja? Kleingemeinde. Ihr habt nicht viel Kleingemeindler, aber in Kanada ihr habt eine Gemeinde, die hier zu dieser Gruppe Kleingemeinde. In die Mennoniten Gemeinde, die dann in Russland gab, die wäre sehr traditionell. Das geistliche Leben wird ein bisschen sehr von der Tradition gelenkt. Wenn du erst so ein bisschen jüngerisch warst, ein schöner Jugendlicher, mal Meisterrieb, ja, dann kannst du notwendig lernen, wenn du dem gut kannst, kommt Pfingsten. Und zu Pfingsten geht es immer Tauffest. Und wenn du den Katechismus kannst, wirst du getauft und dann darfst du die befreien. Man kann sich nicht befreien, dann, wenn du nicht getauft wirst. Und dann wollen eben alle, wäre praktisch alle eine Gemeinde. Ja? Ja. Und dann können wir vielleicht auch von der erwachsenen Volkskirche reden, weil es einfach wäre alles Gemeindeglieder. In Chortica wäre das so, in Molotschna wäre das so,
Malotschna zum Beispiel, da wäre 5 verschiedene Ältestes, das wäre so regional, ja, aber die wären sich alle sehr ähnlich, das wäre alles sehr ähnlich von der Tradition gelernt. Und dann mit einmal kommen da Prediger an, auch so eine Pietiste, wird wie dort von deutschen Dach nahe, deutsche Lied, einer heißt Eduard Wüst, die haben dann evangelisiert und mit einmal gab das Lied, der bekehrte sich. Die wäre zwar getauft auf dem Katechismus, aber die bekehrte sich dann in Lose die Bibel, in Moke Bibelstunde, in Moke Gebetstunde, in fange an von dem Glauben zu reden und so wieder. Und die Gruppe wird dann da so das geistliche Leben ganz nie gestaltet, die und so, die sie dann, sie würden nicht hier wollen, mit den anderen Typ dort oben mal führen. Die Älteste soll anders doch oben mal doch separat geben. Ja. Und der Älteste beruhte sich und sagt, na, können wir nicht, dort macht nicht, dort darf nicht. Und dann haben sie einmal unter sich oben mal gehabt. Aha. Weißt du noch eine Covid, dann hat er wieder Tuss oben mal geführt. Ja. Dort hat dann so, ich glaube, es wären vielleicht 18 Mann, ein frühes Fleisch dabei und so, und hat oben mal geführt. Dort wäre so eine schlechte Nachricht, dort ging es überhaupt nicht. Dort wäre ja all, was ganz schrecklich. Dann kommt dort für die Gemeinde, und die Gemeinde, diese sollen darüber Buße tun, dass sie so was getan haben. Auf jeden Fall ist dort dann so gewesen, dass diese abgefordert wäre, dann die Gemeinde zu verlassen. Und diejenigen dann ruht machen eine Ausgangsschrift und sie gut, dann war wie eine separate Gemeinde gegründet, die nannte sich dann die Brüdergemeinde. Die Kirchengemeinde will eigentlich, dass das gar nicht sollen Mennoniten sein, die wollen denen die Rechte nehmen, Mennoniten Privilegien in Russland wird das ja wichtig, aber dort haben sie dann doch die erste gekriegt und dann entstand so die Mennoniten Brüdergemeinde aus einer Missionsgemeinde, aus einer Gemeinde, wo war da viel Gewicht ab Bekehrung wird leihen, ab dort nie Leben in Christus. Ja? Und wir werden sehr von den Baptisten angehaucht. Dort wir so, und manche fuhren nach Hamburg studieren. Und in Hamburg sind hier die Baptisten sehr, wie eine große Baptistengemeinde. Und von den Baptisten hat die Brüdergemeinde dann geschickt, die dürfen mit untertauchen, die Liedeipe. Ja? Aber dann wir bloß Besprengungstaufe. Und dann sieht das, sie wurde die nie wird sich dann nur bekehren wird, würde sie mit untertauchen, taufen. Dort wird ein weiterer Konfliktpunkt zwischen der Kirchengemeinde und der Brüdergemeinde. Und die wollen aber dort nie geistliche Leben. Die Konflikte wären wirklich, dort wäre ein Riss innerhalb der Gemeinden. Und viele haben unter diesem Riss sehr gelitten. Aber die Jahre vergingen, 10 Jahre, 20 Jahre, mit einmal meint man dort auch eine Kirchengemeinde, wie viele Lied nie das Leben entstand, viele Lied fangen auch an, vom neuen geistlichen Leben zu reden. Mit einmal wird auch in der Kirchengemeinde angefangen, nur Bekehrung zu trachten, nicht bloß nur Katechismus. Und so dort geht so seine Titel, dann ist auch die Kirchengemeinde sehr erneuert worden. Auch wenn sie Besprengungstaufe hat. Ja. Und das Taufthema wird mit einmal nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Als unser Lied hier in Paraguay einwanderte, ist es ungefähr so gewesen, dass 70% von den erwachsenen Lied wären irgendwo gemeindliche Lieder. Und das wäre auch sehr gut so. Und da gab es auch Angetaufte, eine ganze Gruppe, und besonders auch viele Jugendliche, die in der kommunistischen Zeit noch gar nicht dem Glauben zu Christus gefunden haben, in stark angläubig wären. Die siedelte hier auch an. Jugendliche, mein Paar sind stark angläubig. Ja, ja, obwohl die mein Paar in der Mennonitengemeinde wäre, also meine Oma und Opa, und, aber sei einfach noch nicht zum Glauben gefunden. Ja. Und B.H. Unruh, Benjamin H. Unruh, der hat dann gesagt, Lied, nicht, war da verschiedene Gemeinden. Ja.
Aber dort, wie den so ernome Mennonitengemeinde, früher hieß das Kirchengemeinde, eine Brüdergemeinde, und einen habe ich noch ausgelassen, eine Krim, ab der Halbinsel Krim, es wird Schönes passiert, und dort wie 1905. 1905 gab es von Chartica und Malotschnan, von der anderen Kolonie mit einmal Siedler, wo sie wie war ab der Krim ansiedeln. Severopol und Sevastopol, ich weiß, Margabroil ist von da und viele andere, auch die dort, Eva Schulterzes und so, die Krim war unsere Heimat, schon wie das Buch und so. Und da, ab der Krim, da siedelte Brüdergemeindler, auch Mennonitengemeindler an. Und die sehen, dort wo wir hier, wir sind ja mal so wenig, dort wo wir hier zwei Gemeinden hier in der Welt, wir doch eine Allianzgemeinde machen. Machen sie da eine Allianzgemeinde in einer von den vierenden Brüdergemeinden Predigt, dort wird das große PM Friesen, Peter Martin Friesen, ja, das wäre einer von den Gründern von der AMB, von der Allianzgemeinde. Das war 1905. In der Gemeinde, die hat sich dann da, besonders eine Krim, auch stabilisiert. Die akzeptiert bei Staufarmer, die hat dort klar, dort liet sich bezieren, in ein Zeugnis geben, wenn sie an die Gemeinde kommen wollen. Und so wird das dann. Und so kommen die hier nach Paraguay. Und obwohl BH Unruh hat gesagt, du, dort nicht, dort mal eine Gemeinde hier, aber dort schafft gar nicht, die werden nochmal knapp hier, dann wäre auch die Brüdergemeinde drauf, da all ihre Schubjes taupen, dann Nummer 3, ich glaube, dort wäre im Mai, die kommen hier im April an, im Mai, Juni, dann wäre all die, hatte die sich all organisiert, war dann noch demselben, ein Schema aus Russland, und die nicht, dann hat die Mennonitengemeinde auch all sich organisiert, ihren Ältesten, und dort rand alle Fan, und der AMB auch, meist bald dann gab es die 3 Gemeinden ober, die wären sich einig, der hat eine KFK, der hat dort von Russland Menschen gekriegt, dort wie aus Gemeinden, zwar verschiedene Gemeinden sind, aber wir sind eines Glaubens. Was bedeutet KFK? KFK, Komitee für Kirchenangelegenheiten. Okay, die gab es all in Russland, das Komitee für Kirchenangelegenheiten, vor dem Staat und vor der Gemeinschaft. Wir haben in Farnheim so eine wunderbare Geschichte mit dieser KFK. Die Gemeindeleiter, die haben dann sich gesagt, den Missionsbund lichten in den anderen gegeben. Da wäre man nicht mehr, da wäre AMB, da wäre Brüdergemeindler. Und als das dann wirklich stabilisiert worden und so wieder, die Gemeinden haben sehr gut gearbeitet, natürlich, das sind 3 verschiedene Gemeinden, nun sind ja dort riesengroße Gemeinden. Ja. Und sich alle einig. Und die sind sich im Großen und Ganzen sehr einig. Und, man hat dort einfach akzeptiert, dass es verschiedene Taufformen gibt, aber besonders auch eine Kirchengemeinde, Mennonitengemeinde von 1931 an, da ist so viel Positives passiert. Ja. Da sind so viel, der haben Leiter gehabt, ich kann den Namen ja alle auch sagen, aber ich würde mal den ältesten Isaac erwähnen, was einfach aus frommer Mann so eine meist Volkskirche erneuert hat. Da ist den Heiligen Geist, da ist das Evangelium, da ist die gute Verkündigung. Mhm. Ja. Hat sich so viel Positives in Farnheim entwickelt. Natürlich, wir haben schwere Tide gehabt, die völkische Tide. Ja, kann ich nach Betrend Männer, da ist aber mal Mennonitengemeinde. Ja, in Männer, das ist alles Mennonitengemeinde, obwohl die sich all von Kanada und all eigentlich von Russland ut. Wäre dort ein bisschen separat, aber hier, dort kann Uwe Friese noch viel besser erklären. Die kommen hier auch aus 2 Gemeinden an. Das heißt, Saskatchewan wäre ein bisschen anders als die, die von die Gang von Winnipeg, von Manitoba kommen. Und dort hat hier auch, die hat versprochen, sie würden ganz einig sein, aber ganz so einig wie das hier die ersten paar Jahre gar ist. Und die siedelte auch separat.
Ja, eine Gruppe war wieder nach Osten, die andere wieder nach Westen. Und da es wird riesig passiert. Die Männer sind mal hergekommen mit einer sehr intensiven Tradition. Ja, die wollen das zu holen, die deutsche Sprache, und das, sehr viel Farmwesen. Und die haben so eine wunderbare Erneuerung gehabt. Und da kann man auch den ältesten Martin C. Friese erwähnen. Der hat einfach durch die Lehre so viel geistliches Leben gewirkt. Da ist eine wunderbare Entscheidung getroffen. Ein Mann war, das ist irgendwo eine 80 Jahre, vielleicht auch mit 70, 80, wo die einfach Regionalgemeinden gemacht haben, sodass man ein Mann nur sagen kann, ich lebe da sind Rädchen, Mennitengemeinde, Konferenzgemeinde, dann gibt es auch Adelgemeinde, das wird nicht Konferenzgemeinde sind. Und dann entstehen die auch, so hier bei uns, auch in Männer und so, auch nach Emma war da noch nie Gemeinde hier in Fernheim, wie zum Beispiel mal die Gemeinde hier so unterwegs, wird nicht eine KFK-Gemeinde ist, die wollen sich nicht in die KFK anschließen, aber dort sind Christenlied, wird Betonung ab Bekehrung leihen, auf Nachfolge, auf Heiligung. Wir leben hier miteinander, wir akzeptieren uns. So ist es in Männer ebenst auch. Ich glaube, der Geist Gottes ist groß, dass wir uns über die Verschiedenheiten, nur wollte ich mal sagen, zwischen diesen Wortchen und den Niefels, ja, wir können hier ganz schmack miteinander topsetzen. Ganz verschieden und können aber gut miteinander spielen. So jetzt mit der Gemeinde ist eigentlich auch. So ist es mit der Gemeinde. Fernheimsche, Männersche, Nielandsche. Ja. In Fernheim wird die Gruppe, die zur Bredergemeinde hier, ein bisschen geraten aus der Gruppe, die zur Mennitengemeinde hier, und dann ist auch bei der Abwanderung nach Friesland ist auch ein geratener Teil Mennitengemeinde nochmal wieder nach Friesland ausgewandert. Da haben wir auch die zwei Gemeinden, in Nieland haben wir auch die zwei Gemeinden gehabt. In Nieland wird die Gruppe von der Mennitengemeinde ziemlich geraten aus der Gruppe von der Bredergemeinde. In Fernheim wird ein bisschen umgedreht. Wenn wir nur unsere Geschwister sein, was wir in Ostparaguay haben, nur nicht Friesland Vollenam, sondern in der mennitischen Kolonie, die sind mit einer ganz schweren Tradition, so eine hohe Tradition, was hier gekommen und mit einmal gibt es geistliches Erwachen. Da entstehen neue Gemeinden, da sind Leute, die sich bekehren, die ab dem Glauben getauft worden, dort ist ans Glaubensprinzip, Glaubenstaufe. Ja. So sind wir hier an. Ich würde alle Streitigkeiten bloß mit dem Wort einmal begrenzen. Ja, wenn dort die Schrift was anderes sagt, dann wollen wir mal kreuzen, dann aus der Schrift sagt. Ja. Und wir haben aber separat unsere Missionsworte, ja, die Konferenzen, will man sagen. Unsere Konferenzen sind separat. Wir arbeiten aber sehr viel Taub. Auch die großen Konferenzen arbeiten wir sehr gut Taub. Zum Beispiel eine UEP. Das sind die Konferenzen, Bremen-Konferenz, die Mennitengemeinde-Konferenz. Arbeiten dort Taub. Und wir arbeiten in Lichten in Jannen zum Beispiel Taub. Hier am Chaco, ja. Mit den Niederländern. Wir arbeiten in vielen Aspekten mit den männlichen Gemeinden, zum Beispiel Zetpedartig. Ja. Asim, das sind, glaube ich, 32 Gemeinden ja, in 3 Kolonieverwaltungen. 3 Kolonias in, ich glaube, Bidartig Gemeinden. Wir arbeiten top. Das funktioniert. Ja, Gottes Geist ist gut und seine Gnade. Und immer, wenn wir separatistisch sein wollen, nee, die dürfen nicht, dann haben wir ein Problem. Das kommt darauf an, was da am Hartbein ist. Ja. Dankeschön, Corny. Wir haben von Anfang an das mal nicht so ein bisschen erklärt geschrieben. Vielleicht ist es ein bisschen lang geworden, aber ich glaube, das wird sehr interessant, wo das Ganze entstanden ist. Ja. Wenn du weißt, du schnitzt einfach alles rot. Ja. Ich glaube nicht. Hier, wo wir das lassen, der wird hartstikke wel en dem dat interessiert, der wordt het dan hartstikke. Dankeschön, Corny. Du hast het al aan die kop, dat is interessant. Du leefst er binnen, dat zei we. En zoals du al sagst, willen aan de schrift nog volgen, dat is het einfach het wichtigste. Dan zijn we alle top hier im Chaco,
leven oder op andere steden. Ja. En alle weet wie, dat we van de Genot Christi afhängig sind. Ja. Ist unser Herr und unser Heiland. Ja. So, wel we maar. Ik hoop je het heeft gevallen en tot het nächsten Mal.